Jetzt hallo miteinander. Darf ich euch vorstellen, das ist der Helmut, ich bin der Axel und wir haben jetzt eine Idee für eine neue Serie, die wir so ein wenig online stellen wollen, und da sind wir drauf gekommen, weil der Helmut Geschichte studiert. Der Helmut ist Geschichtsstudent und der stoßt immer wieder bei seiner Recherche auf ganz interessante Geschichtle aus der Geschichte in den Archiven, oder? Ja, manche sind nicht ganz jugendfrei, aber die meisten kann man erzählen. Ja, und es ist schade, dass die so nie in die Öffentlichkeit kommen. Und das hat der Helmut, schickt mir die ab und zu. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Helmut, da machen wir jetzt eine Videoserie draus. Lauter Sachen, die hier aus unserer Gegend hier passieren, vielleicht auch mal etwas, was überregional ist. Deshalb geben wir dieser Serie jetzt auch noch gar keinen festen Namen. Vielleicht seht ihr ja nachher noch, auf was für einen Titel wir uns einigen. Geschichte und Geschichtle, und das lassen wir aber jetzt nicht auf eine Region beschränkt. Ja. Und der Helmut hat eine ganz spannende Geschichte, mir letzte Geschichte gesagt, die nehmen wir als erstes. Und zwar geht es so um etwas, was in Grosselfingen bei Biesingen im Zornalbkreis vorgefallen ist. Und da wird uns jetzt der Helmut was drüber erzählen. Ja, also ganz kurz Grosselfingen. Ich hoffe, die meisten kennen es, ist eine Gemeinde unweit der Burg Hohenzollern entfernt, war früher Teil der Grafschaft Zollern und gehörte davor zur Herrschaft Haimburg. Es gibt auch noch eine Ruine bei Grosselfingen, die heißt Homburg, deswegen der Name dieser Herrschaft. Und regiert wurde die Herrschaft von den Herren von Bubenhofen. Und die waren auch übrigens beim Axel und bei mir in der Region, in Gammerdingen und in Neufra. Der Weg gibt es zu Neufra auch noch eine Bubenhofener Straße. Und denen haben Grosselfingen ziemlich viel zum Verdanken, nämlich wofür Grosselfingen bekannt ist, das ist das ehrsame Narrengericht. Zu Grosselfingen auch das venezianische Gericht genannt. Kommt von daher, dass im 15. Jahrhundert eine Pest in Grosselfingen und der Region ausgebrochen ist. Die Herren von Bubenhofen, die haben sich dann ganz schnell vom Acker gemacht, sind dann nach Venedig, haben es da ausgehalten. Das waren also, kann man sagen, die Malle-Urlauber von damals. Deswegen wurde auch eben das Gericht venezianisches Gericht genannt. Als sie dann wieder zurückgekommen sind, haben sie gemerkt, oh, die Leute haben das nicht so toll gefunden. Gab es auch Shitstorm. Und dann haben sie gesagt, Leute, jetzt machen wir es so, ihr dürft regelmäßig ein Narrengericht abhalten. Und noch seht es uns nach, da wir uns vom Acker gemacht haben. 1623 haben sie dann in Grosselfingen eine Bruderschaft gegründet zur Abhaltung des Gerichts. Und das ist auch übrigens Teil des UNESCO-Kulturerbes. Also sehr bekannt und laut Werner Metzger das am besten überlieferte Fasnachtsspiel in ganz Schwaben. Ja, 1542 haben dann andere Herrschaften das Land übernommen, das waren die Hohenzollern, für die übrigens auch schaffe und das sehr gerne. Als was, das muss man auch noch mal sagen, als was schaffst du? Weil man kann der Helmut auch live erleben. Ja, ich habe einen Dreifachjob bei denen, kann man schon sagen. Also ich bin Schlossführer in Sigmaringen im Schloss, Burgführer auf der Burg Hohenzollern, Hechingen oder bei Hechingen, und auch noch der Mesner auf der Burg. Also wenn jemand vorhat, mal auf der Burg zum Heiraten, und er hat ganz viel Glück noch bei Isai Mesner. Du bringst Glück da, also das auf jeden Fall. Wenn man unter dem Helmut unter deinem Beisein heiratet, das muss ja auch Glück bringen, oder? Ja. Bis jetzt hat alle Ehe kalt, aber... Wie viel hast du schon begleitet? Ui, 20, 30. 20, 30? Ja. Aber es sind ja alle maximal 5 Jahre alt. Also, kann noch kommen. Also, ja, mindestens 5 Jahre verheiratet sein wie Gott zum Helmut. Ja. Ja, vielleicht geht es auch noch länger, mal gucken. Warten wir mal. Ja. Schon in der Testphase. Die Hohenzollern waren vielleicht nicht ganz so gnädig mit den Grosselfingern. Die haben gemerkt, ist ein bisschen
ja, jeder macht, was er will. Und nicht jeder macht, was wir wollen. Wir machen jetzt einen neuen Fronvertrag mit denen. So kann es ja nicht laufen. Dann haben sie den neuen Fronvertrag aufgebrummt, haben sich dann aber mittlerweile doch ein bisschen mäßigen müssen, weil 10 Jahre vor sie der Grosselfinger den Vertrag gemacht haben, haben Owinger bei ihrem Vertrag ziemlich rumgestänkert und sich gegen die Herrschaft aufgelehnt. Dann musste sie mit der Grosselfinger ein kleines bisschen milder umgehen, weil man wollte sie halt wieder riskieren. Sie sind für viel Frondienst frei gekauft worden, aber ein paar Sachen haben sie doch noch leisten müssen. Zum Beispiel einen Tag im Jahr mussten sie nach Hause im Killertal und denen beim Heuen helfen. Und ich habe mal auf Google Maps geguckt, der Fußweg nach Hause von Grosselfingen sind 4 Stunden. Ein Weg. Und dann noch schaffen. Dann müssen sie heuen und dann müssen sie auch nochmal gehen zum Holz machen. Und die müssen ja, das Holz müssen sie ja auch noch Hechingen bringen zum Fürsthof, zum Graf. Also. Warte schon. Und kriegt haben sie auch nichts davon. Naja. Die Arme. Ja, so war es halt. Und das Gebäude, das ja unweit von Grosselfingen weg steht, auf dem ich schaffe, diese wunderschöne Burg, die man auch so wunderschön von Grosselfingen aus sieht, da war das Verhältnis auch nicht immer so rosig zwischen dem Gebäude und der Gemeinde, weil die haben auch Frondienste leisten müssen zum Bau von dieser Burg und die war unbegrenzt. Also wenn der Graf oder der Fürst gesagt hat, jetzt kommt er, na, haut die zum Kommen. Auch wenn sie gerade auf dem Acker waren oder so, war wurscht. Und ich habe auch heute noch Kollegen auf der Burg Hohenzollern und also ich glaube langsam weiß ich, wieso die da oben arbeiten, weil das sind wahrscheinlich die, man hat Gemälden aufschickt um den Frondienst. Das sind für Grosselfinger. Ja, Barhaune. Barhaune. Aber sie machen den Frondienst Die müssen nur für ihre Vorfahren nachschaffen, weil die ihre Verpflichtung nicht nachkommen sind. Da kenne ich auch so ein, 2 Grosselfinger, die sollte man vielleicht auch noch aufschicken, die fühlen sich jetzt vielleicht angesprochen. Ich nehme jetzt keine Namen, aber die wissen, wen ich meine. Ja, und ganz besonders macht Grosselfingen eine riesige Schlacht. Was nicht einmal jeder Grosselfinger weiß, so wie ich jetzt schon gehört habe. 1733 war das. Ich muss sagen, im Vorfeld hat es immer mehr Gnatsch gegeben mit dem Fürst. Der hat denen verboten zu jagen in der freien Pirsch. Und in der freien Pirsch war es nach dem Reichsrecht jedem erlaubt zu jagen. Okay. Jedem. Also jeder Bauer, egal wer. Der Fürst hat es aber verboten in seinem Fürstentum, was jetzt so ganz einfach war. Und die haben dann sogar vor der höchsten Reichsgerichte gegen den Fürsten geklagt und haben dann gesagt, wenn der Richter unsere Klage abweist, dann verklagen wir den beim Kaiser. Also, die haben sich zu helfen gewusst. Aber Gerichte brauchen ja immer ein bisschen lang und die haben noch gedacht, wir helfen da selber. Hat sich noch bewaffnet, sind fröhlich gejagen gegangen in der freien Pirsch und das hat der Fürst nicht so gern gesehen. Dann hat er irgendwann seine Truppe gegen Grosselfingen geschickt. Das war am 17. Januar 1733. Da hat er einen Leutnant Tröster geschickt, der ist gerade frisch von den Türkenkriegen gekommen. Also hatte schon den Status als Kriegsheld, kann man sagen. Okay. War vielleicht eine Woche von Ungarn, jetzt daheim im Schwabenland. Und ja, der ist dann mit seiner Truppe Grosselfingen ins Dorf, hat keinen mehr von den Bauern getroffen, weil die haben sich in den Häusern verschanzt und auf den Dächern und noch, wie die weit genug im Ort drin waren, haben sie aufgemacht und alle niedergeschossen. Echt? Alle also nicht alle, aber einige. Und hat schon damals ein bisschen Spott hervorgerufen in einer Chronik, in einer Taufchronik von Rangetingen hat einer sogar ein Gedicht
drüber geschrieben. Hast du das? Im Buch. Also, jetzt muss man sich überlegen, jetzt kommt da ein großer Kriegsheld aus dem Türkenkrieg. Ja. Hast gesagt, gerade mal eine Woche zurück, Ja, ungefähr. hat viel verlebt Ja. und dann muss er sich auch noch mit der Grosselfänger anlegen. Und die hätten he gemacht. Also, wer gegen Grosselfänger geht, sollte vielleicht inte hupen, wenn einer vor ihm langsam fährt oder, Ja. oder sich mit der Einheimischen anlegen. Grosselfänger sind ganz liebe Leute, aber man weiß ja, sie haben wahrscheinlich so ihre Ja, also in fährster Aufgabe in Deckung gehen. Quatsch, Grosselfänger sind ganz lieb. Ja. Und gespenstisch geht es bei denen auch noch zu. Also, da muss man auch aufpassen. Sind sehr geistreiche Menschen, Geistreich, kann man sagen. das G von Grosselfänger ist auch ein Geistreich. Ja, natürlich. Genial. Genial. Grosselfänger. Geistreich. Erzähl mal die Geschichte im Geist. Ja, 1666 ist ein Franz Haug, hat bei dem Schlössle, bei dem Bubenhofener Schloss, das heute nicht mehr steht, am Brunnen Kresse gesammelt für sein kranker Gaul und dann ist ihm ein Geist erschienen von einer Maria Höllstein. Also ich denke, das muss eine Verwandte von mir gewesen sein, weil die Burg Höllenstein, die Stadt steht da in meinem Nachbarort. Der hat Gräser gesammelt. Ja, Bist du sicher, dass er anders Gras gesammelt hat? Dass der mit Geisterschienen ist, nur so als Einwand. Aber na gut, kann man weiter, so wie es geschrieben ist. also Gräser ob gesammelt. er es geraucht hat, weiß ich ja nicht. Wissen wir ja nicht. Aber ihm ist dann ein Geisterschiene. Und er hat es noch im ganzen Dorf rum erzählt. Und es ist dann auch irgendwann zu der fürstlichen Beamten durchdrungen. Und ja, die haben dann befragt natürlich. Sie haben es aber geglaubt, denn er hat ja immer betont, es sei ein guter Geist, es ist nichts Teuflisches, weil da hat man Da war so gutes Gras. so kann man sagen, weil da hat man aufpassen müssen, weil wenn der jetzt gesagt hätte, es wäre was Teuflisches, dann Ja. hätte man Hexerei oder so nachsagen können. Also der Überbringer der Botschaft, wie man so oft sagt, wäre er dann. Okay. Er hat ja sagen gesehen. müssen, es ist ein guter Geist. Und letztendlich wäre es so schön Kragen gegangen, oder? Ja, der Geist hat sogar von einem Schatz geschwätzt, aber irgendwie hat er noch nichts mehr davon erzählt. Ja, hat er recht gehabt. Und der Geist hat ihm aufgetragen, man muss die Burgkapelle auf der Ruine Homburg wieder aufbauen und weihen, weil sobald die geweiht ist, wird Maria Höllstein und ihre ganze Familie erlöst. Also der wird noch in den Himmel. Und er hat das der fürstliche Beamte so gesagt und die haben gesagt, ja, dem Geist muss man helfen. Also die haben gesagt, das ist Humbug oder so. War da noch offener wie heute? Ja. Und hat dann auch mehr oder weniger geklappt. Genaues weiß man nicht, man weiß bloß, 1680 hat dann die Fürstin-Witwe von Hohenzollern, Hechinger, hat dann eine Spende getätigt, dass sie der Grosselfinger Kirchgemeinde jedes Jahr einen Zins bringt zum Wiederaufbau dieser Kapelle. Also. Jetzt sind sie also, um in den Himmel zu kommen, dann haben wir das mal durchgegangen, um in den Himmel zu kommen, haben die ein Gebäude errichten müssen. Machen wir das jetzt mal ganz einfach. Ja. Richtig? Und Weihe. Und Weihe. Jetzt überlegen wir, Helmut, bei dir ist es noch schlimmer wie bei mir. Was müssten wir für Gebäude bauen und Weihe, dass wir in den Himmel kommen? Ich meine, bei mir der jetzt wahrscheinlich eine kleine Gartenhütte, aber wie sieht das bei dir aus? Da ist der Petersdom viel zu klein dazu. Ehrlich ist er wenigstens. Also, So viel Weihwasser können wir gar nicht aufbringen. da, ja. Oh ja. Was hast du noch? Das war's! Ja. Du hast gesagt, jetzt viel erzählen. Neu, sonst das wird's stimmt, aber so langweilig. scheidet Leute aus. Also, ich fand es super. Ich finde es auch toll, dass der Helmut sich Dankeschön. darauf vorbereitet hat. Dankeschön, ich danke dir. Weil es hat, also mir hat nicht gesagt, spontan mit drei schönes Filme, der hat fast 10 Tage dran, bis du noch das Material gesucht hast, Grosselfänger Geschichtsbuch, recherchiert hast. Also das hat ja alles Hand und Fuß, was der Helmut jetzt da erzählt hat. Das hat er alles Ja, guckt, also. in der Archiv und in der Bücher. Und wenn es euch gefallen hat, das vergesse ich eigentlich immer bei meinen Videos, aber diesmal vergessen wir es nicht, weil jetzt ist auch der Helmut mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, noch liket das Video, kommentiert es und teilt es. Weil dann, wenn man wirklich sieht, dass es euch Spaß macht, uns zuzugucken, dann machen wir auch weiter. Oder Helmut? Das machen wir gern. Und das schöne Gedicht, das kann ich noch in den Kommentar schreiben oder in Videobeschreibung noch.
Also seht ihr, dann müsst ihr auch das noch lesen. Ich werde es jetzt auf den bekannten Plattformen posten, also auf YouTube und auf Facebook. Dann werden wir es vielleicht, wenn wir es klein gerendert kriegen, auch vielleicht per WhatsApp verschicken. Und damit es klappt, beenden wir es jetzt, damit die Datei nicht zu groß wird. Ja. Und wir zwei gehen jetzt noch unsere Kehle befeuchten, unsere Kehle befeuchten, weil letztendlich immer der Helmut hat jetzt mit Sicherheit eine trockene. Ah ja. Von so viel Schwätze. Hey. Also, die muss man wieder ölen. Und die Leute trinken auch will ein Jahr heute. Nein. Also Leute, wie gesagt, Like nicht vergessen, kommentieren, teilen, wir freuen uns, wenn wir dann schon das nächste Video wieder für euch machen dürfen. Ja. Und guckt mal als Grosselfinger vorbei, aber passt halt auf, wenn die Fährst drauf geht. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssli und ade. Tschüss.